Du, wir haben eine Zuschrift. Oh, von wem? Der Dorothee S. aus L. Ha. Und die sagt, ihren Vater, der schon lange nicht mehr lebt, er hat so in den 50er, 60er Jahren immer von Bradesgeiger geschwätzt. Ob uns dessen Begriff ist, ein Bradesgeiger. Ich habe mir darunter erstmal nichts vorstellen können und sie selber weiß es auch nicht, könnte sich aber vorstellen, dass es irgendwie mit Festle zum Tor hat. Weil sie sagt, immer wenn irgendwie ein Festle im Flecken war und sind Musiker unterwegs gewesen, dann hat ihr Vater die als Bradesgeiger bezeichnet. Also vielleicht ist es ja so, dass wenn irgendwo ein Fest ist, wo es ein Fleisch gibt, ein Braten, richtig was zum Feiern, dass da dann ein Musiker ist. Unterhaltungsmusik, ne? Ja. Also Unterhaltungsmusikanten. Vielleicht ja. der Alleinunterhalter. Ja, ja, da gibt es auch so die und so die von der Alleinunterhalter, das ist wahr. Ja, heute haben die halt keine Geige mehr, heute haben sie mehr so Quetschkommode, oder? Quetschkommode haben sie in der Besenwirtschaft immer gehabt. Stimmt. Wenn du in den Besen geguckt bist und dann hat doch irgendeiner immer so eine Quetschkommode dabei gehabt und dann ist noch gesungen worden. Aber ich glaube, die Zeiten sind auch vorbei. Gitarre haben sie auch gehabt. Aber Geiger, also Stehgeiger kennt man manchmal nur so aus irgendwelchen schmalzigen Filmen, dass dann der Geiger kommt und sich aufdringt mit romantischer Ja, in der Musik. Wirtschaft noch, aber das wird kein Bradesgeiger sein. Weiß man's? Oh, Bradesgeiger sein. Das hört sich auch wie wenn er eher zum Tanz aufspielt. Ah nee, der hat schon mit Essen zum Tor, wenn ein Braten da ist. Ein brates Stück Fleisch ist ein Brates. Ja. Wir werden es nicht erfahren, ob es ein Stehgeiger ist oder einfach ein Festlesmusikant. Vielleicht weiß es selber. Ja, wenn es jemand von euch weiß, gebt Bescheid. Tschüss. Ciao. Hey Leute, hat's euch gefallen? Dann guckt doch öfter mal in meinen Kanal rein. Oder auf meine Homepage, da hat's ein ganz nettes Programm. Bei uns ist nämlich etwas Butter.